Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich euch gerne ein paar Tipps zum Thema Zähne geben. Als ersten Tipp habe ich die Zahnfleischmassage. Die ist vor allem bei den Säuglingen, die die ersten Zähne überkommen, sehr geeignet, weil nachher muss man vielleicht Angst um seine Finger haben, dass die abgeknabbert werden. Nein, für die ersten Zähne ist es mega eine gute Methode, da Zahnfleischmassage zu machen. So kann man Zahnschmerzen oder Zahnungsschmerzen vom Säugling lindern. Und es ist eine mega einfache Methode, also es ist überhaupt keine Zauberei. Man tut da einfach lieber das Zahnfleisch streichen mit den Fingern und durch die Massage werden die Zahnungsschmerzen gelindert. Ja, als zweite Methode hat man, ja, da kennen eigentlich alle, die verschiedenen Zahnschäls. Ich habe jetzt für den Joshua den OSA-Zahnschäl gehabt, den natürlich, pflanzlich. Es gibt ja auch dort noch einen stärkeren, aber der Joshua hat jetzt nie mega extrem Zähne gehabt, dass er da etwas Stärkeres gebraucht hätte. Und es gibt ja auch ganz viele Zahnschäle auch noch von anderen Herstellern. Über Zahnschäle kann ich nicht mega viel erzählen. Nur eben für den Joshua hat pflanzlich von der OSA sehr gut genützt und geholfen. Ja. Als dritten Tipp habe ich noch Bissring. Ich habe hier auch gerade einen zur Hand. Das ist ein spezieller. Das ist so ein Äffli. Der hat hier ein bisschen Nöppeli und dann hat es hier ein bisschen Kürfeli vom Schwanz. Und es ist nicht überall gleich hart. Und den hat der Joshua auch sehr gerne ins Maul genommen beim Zähnen. Wenn er sonst eigentlich fast nichts ins Maul genommen hat aus dem Essen. Ja. Aber den hat er gern, auf dem hat er gerne rumgecatcht. Was ich noch als Tipp habe oder als Hinweis, dass er Bissring ja einfach nur in den Kühlschrank tun und nie in den Gefrierschrank. Weil wenn ihr die in den Gefrierschrank tun, sind sie erstens zu hart und zweitens auch viel zu kalt. Also ist dann einfach das Risiko da, dass sich das Kind verletzen kann. Durch eben, weil es kalt ist, kann sich die Haut auch verletzen, eigentlich wie eine Verbrennung, aber durch Kälte. Oder auch wenn es zart ist, dass es dann irgendwie, ja, sich verletzt. Ja, genau, darum einfach nur in den Kühlschrank tun. Aber dann ist er eigentlich auch genug kalt. Für den habe ich auch noch einen super Tipp. Und zwar habe ich dem Joshua auch gerne eine kalte Gurke gegeben, zum Umknacken. Also einfach ein Rädchen Gurke oder ein Stängel Gurke aus dem Kühlschrank. Der hat ihn auch gekühlt und natürlich ein bisschen genährt. Und er hat auch gerne Gurke gehabt. Und der hat dem Joshua auch mega geholfen. Ja, und dann als letzten Tipp noch, was ich einfach immer mega wichtig finde, wenn die kleinen Knöpfe Schmerzen haben und es nicht gut geht, ist einfach mega wichtig, dass man als Mami und Papi viel Nähe schenken kann und viel Verständnis geben kann und den kleinen Knopf ein bisschen knuddeln. Dann geht es ihm auch schon sicher viel besser. Ja, also viel Erfolg beim Unterstützen vom Zähnen von euren Knöpfen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst noch eine coole Idee, wie man die Kleinen unterstützen kann beim Zähnen, dann dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also, danke vielmals und tschüss miteinander.